Moin Freunde! Instagram ist heutzutage der neue Lebenslauf, deshalb ist es extrem wichtig, dass man auf Instagram extrem viele Follower hat. Nicht, aber gewisse Leute denken anscheinend, das ist wirklich so und kaufen sich deshalb Fake-Follower auf Instagram. Celtics, Grüße gehen raus, hat das Ganze getestet. Ich habe 100.000 Follower gekauft und das ist passiert. Da frage ich mich natürlich, Celtics, was ist passiert? Rein da. Reich, schön, berühmt. Reich, schön, berühmt. Nicht Adi Totoro. All die Eigenschaften, die man früher maximal Sängern oder Schauspielern zugesprochen hat, treffen aktuell besser denn je auf Influencer zu. Ja, das stimmt. Viele wollen es, doch nur wenige schaffen es. Da verwundert es nicht, dass ein paar Leute zu illegalen Mitteln greifen, um ihren Traum zu verwirklichen. Und wie sich das anfühlt, das werde ich in diesem Video herausfinden. Ich kaufe mir 100.000 Instagram-Follower und schaue, was ich damit erreichen kann. Let's go! Digga, die Intros von Celtics, way too dank, richtig geil geschnitten. Als wäre es ein schönes Shirt, das gut geschnitten. Wir schauen weiter. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert Ey, Celtics, falls du das siehst, schneidest du deine Videos selber oder hast du einen Cutter? Weil das ist richtig gut, holy shit. gerne meinen Kanal. Mein Ziel bis Neujahr sind noch die Viertelmillion Abonnenten. Lasst auch ein Like und ein paar Kommentare Gönnt mal, gönnt mal. für den Algorithmus da. Das würde mich sehr supporten. Checkt auch meinen zweiten Kanal ab, da kommen jeden Tag Videos. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Die erste Frage ist natürlich, wo bekomme ich meine ganzen Follower her? Ich habe ja beim letzten Video, wo ich 10.000 Instagram-Follower gekauft habe, bei Follower Pilot für 40 Euro, glaube ich, die 10.000 Follower gekauft. 40 Euro, 10.000 Follower. Ist das so billig? 10.000 Follower für 40 Euro. What the fuck? Ich dachte, das ist viel teurer. Ich dachte, so 10.000 Follower sind so 500 Franken, also 500 Euro. Also das ist ja richtig billig, holy shit. Wieso mache ich noch Videos? Ich kaufe mir jetzt einfach Follower, Digga. Damals haben mir richtig viele Leute geschrieben, dass ich übelst abgezogen werde und Follower eigentlich viel weniger kosten. Deswegen habe ich mich mal wieder beim Telegram Schwarzmarkt umgeguckt, um zu gucken, wie viel dort Instagram-Follower, Likes und sowas kosten. Und da waren Stückpreise ungefähr 3 Euro pro 1000 Follower. Dementsprechend hätte ich 300 Euro ausgeben müssen, um die 100.000 Follower zu bekommen. Das war mir ein bisschen zu viel, denn ich hatte ja auch noch vor, Likes zu kaufen und so und das wäre dann ziemlich teuer gewesen. Deswegen habe ich noch... Okay, er will sich sein ganzes Profil einkaufen. Likes, Abonnenten und dann irgendwie Kooperation mit Firmen bekommen, I guess. Mal geguckt, ob man noch irgendwo billiger was bekommen kann. Und dann habe ich ein paar Zuschauern geschrieben, die mir damals nach dem letzten Video Ja, einfach Secondhand-Follower, die sind schon gebraucht. Deshalb. eine DM geschrieben haben, dass ich abgezogen wurde. Und die habe ich dann gefragt, wo es denn am billigsten wäre. Ein Typ hat mir zurück Ey, Digga, ich hatte vor kurzem 6 und da wurde ich sowas von abgezogen. Also wegen den kleinen... geschrieben, der möchte lieber anonym bleiben. Und er hat mir so eine Seite gezeigt, wo man Follower viel billiger kaufen konnte. Und ich habe, glaube ich, jetzt für die 100.000 ungefähr 60, 70 Euro ausgegeben. 60 Euro für 100.000 Follower. Das ist ja richtig billig. What the fuck, sind Spotify-Streams auch so billig? Also ich kenne mich da null aus, aber ich habe mir actually gedacht, dass es viel teurer ist. 60 Euro? Das ist so ein Schnäppchen. Habe ich noch 60 Euro? Dann habe ich ja 100.000 Follower mehr. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal deutlich weniger. Ich zeige euch aber in diesem Video solche Seiten nicht. Einfach aus Schutz vor Nachahmung, dass es nach dem Video auf einmal jeder macht. Das kann ich euch jetzt Sehr gut. schon mal sagen. Kauft euch keine Follower, kauft euch keine Likes, kauft euch gar nichts. Das bringt euch gar nichts. Ihr verliert nur Geld dabei. Euer Account wird reportet und gelöscht. Ist auch nicht erlaubt. Macht es einfach nicht. Das ganze Video ist nur für wissenschaftliche Zwecke. Ich habe jetzt also die 100.000 Instagram-Follower gebottet. Doch was habe ich überhaupt genau vor? Oh nein, ey Kacke, bevor ich euch das erzähle, muss ich meinen Boden sauber machen. Ist ja alles voll dreckig. Hä? Oder? Du warst schon immer zu faul für Staubsaugen. Oh mein Gott. Geiler Übergang zur Werbung. Schaut euch die Werbung komplett bei Celtics an. Werbung, wichtig und richtig. Es ist der nächste Tag, 14:15 Uhr. Wir haben über Nacht 100.000 Follower bekommen. Oha. So schnell, Alter. Also viel schneller als das letzte Mal. Das letzte Mal ging über Tage. Und jetzt haben wir einfach Lachkick Leon. Täglich neue Memes. Memes, Comedy, lustig. Okay, geiler Account auf jeden Fall. über Nacht unsere Follower bekommen. Und ich glaube, wir bekommen sogar immer noch welche. Ja, vor 7 Sekunden. Perfekt. Das sieht auch schon... Aber dass es so einfach geht. Also, ich dachte, das ist viel schwieriger, als sich wirklich Follower zu botten. Ich habe nie gewusst, dass es so easy geht, Digga. Das kann man wirklich kaufen und zack, hat man's. Also, macht ja auch Sinn, dass man es kauft und dann hat man's, aber ich habe mir irgendwie im Kopf gedacht, das ist viel schwieriger oder viel illegaler oder viel mehr Schwarzmarkt-Type-Beats, I guess. schon mal echt clean aus. Nein, Erstmal Follower botten, Digga. no joke. Es sieht wirklich nice aus, ne? So 100.000 Follower sind... Aber kann das nicht auch ausgenutzt werden, dass man anderen Leuten Follower bottet? Also, dass man irgendein Profil angibt und dann diesem Profil Fake-Follower kauft?
Und das wäre dann scheiße. Auf jeden Fall schmackhaft. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram, nicht auf diesem Account. Ja, und wir wollen ja in diesem Video keine Meme-Page mehr sein. Das hat ja nicht so geil geklappt, wie wir uns erhofft haben. Sondern wir machen eine Fake-Identity. Heute sind wir Fake-Influencer wie hieß der nochmal? Jota, genau. Der hatte ja auch übel viele Follower. Jota, bester Influencer ever. Weil er im Fernsehen war und dann dadurch, dass er gar nicht mehr relevant war, hat er sich halt, glaube ich, immer wieder Follower und Likes gekauft. Genau dieses Leben wollen wir jetzt auch führen und starten dann auch unser OnlyFans Also eigentlich nur ein klassisches Influencer-Leben. Ich weiß nicht, wo hier der Unterschied ist. wie er. Nein, Spaß. Arbeiten, richtige Videos machen, was ist das? Einfach Abos kaufen. Wir ändern das jetzt um. Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich habe da schon was in Planung. Also, ich hatte mir Folgendes überlegt. Ich wollte nicht so eine Meme-Page sein wie beim letzten Video, sondern ich möchte diesmal ein bisschen auf die Kacke hauen und eine Fake-Influencerin werden. Warum Fake-Influencerin und nicht Fake-Influencer? Das soll jetzt auch wirklich niemanden angreifen und es soll auch nicht sexistisch sein oder so. Aber ich glaube, als Influencerin habe ich es ein bisschen leichter in dieser Branche und kann, glaube ich, auch später bessere Deals annehmen, die halt eben nur für Frauen sind. Deswegen, ich habe ganz kurz... Ich glaube, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht bekommen weibliche Influencerinnen noch schneller irgendwelche kleine Anfragen. Das ist halt besser fürs Video. Überlegt, ob wir wieder Leonie ins Spiel bringen, aber diesmal nicht, Freunde. Diesmal versuchen wir es noch realer zu machen. Ich habe eine gute alte Freundin Melissa gefragt, ob ich ihre Fotos benutzen kann. Sie macht auch so... Gute alte Freundin. Celtics. Chillig, Digga. Sag mal Influencer-Kram und dementsprechend gibt es halt hier auch viele Fotos und Stories und sowas, die sie mir schicken konnte. Sie hat sofort eingewilligt, danke auf jeden Fall dafür noch. Aber krass, dass die zugesagt hat, ne, weil jetzt wird ja ihr Gesicht benutzt für ein Fake-Konto. Ich habe die Freigabe bekommen und jetzt konnte ich endlich richtig starten. Ich bin schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich finde, das sieht doch ganz gut aus. Wir haben uns jetzt Leonie SLTX genannt. Ein paar Secrets sind auf jeden Fall drin. Dann habe ich versucht, die Bio zu machen, wie jedes andere Mädchen auch. Leonie. Standort Hamburg und Köln, damit wir auch breit gefächert sind. Hamburg und Köln, einfach so zwei komplett verschiedene Standorte. Geil. Freunde. Und Contact DM. Das sieht doch Und natürlich Snapchat. Weil Snapchat bei Frauen ist wichtig. Benutzt ihr noch Snapchat? Ich benutze Snapchat actually noch sehr, sehr viel, um einfach ein bisschen zu snappen. super aus. 111.000 Follower sind wir mittlerweile. Wir haben 2 Bilder. Wir haben sogar 11 Likes bekommen. Das heißt, wenn man Instagram-Follower kauft, dann kriegt man auch dementsprechend Likes dazu reinsparen. Geil, 13 Likes auf 100.000. Ist ja fast noch besser als bei Milo. Glaube ich, komplett random. Hier nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen. Kauft euch keine Instagram-Follower. Das bringt keinem was, außer den Verkäufern. Es bringt wirklich nichts. Ihr seid nicht cooler damit. Ihr seid nicht famer. Nee, es ist wirklich wack. Lieber hast du ein Profil mit 5.000 Abos und 2.000 Likes, als ein Profil mit 20.000 Abos und 2.000 Likes. Ich sag's jetzt, lieber bisschen weniger Follower, dafür viel Likes. Das ist dann das klassische Follower-Like-Ratio. Kennt ihr das, wenn ihr irgendein Profil von jemandem anschaut und dann seht ihr so, der folgt 600 Leuten, aber 1.000 Leuten folgen ihm, dann denkst du so, geiles Profil, aber dann gehst du zu einem Profil von jemandem und siehst, der folgt 800 Leuten und nur 300 folgen ihm und dann denkt man sich im Kopf instant so, ist der sympathisch oder so? Nur weil ihm weniger Leute auf Instagram folgen, als er folgt. Richtig weird. Versteht ihr, was ich meine? Mal damit. Ja, wir haben 13 Likes bekommen. Ich will mal gucken, von wem. Bestimmt noch so Leuten, die Lachkick-Leon gefolgt sind vom letzten Video. Ja, es sind aber auch meistens halt eben diese Fake-Accounts. Stimmt. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, welche Accounts mir gefolgt sind. Also was für Accounts. Ja, das sind eigentlich ganz normale, random Accounts. Ähnlich wie beim anderen auch. Keine echten Profile. Ja, moin. Geiles Profil, Digga. Das sieht sehr real aus. Ihr braucht da wirklich nichts zu erwarten. So, wir haben hier einmal ein Bild. Das erste Bild, Reset steht hier. Smart gemacht. Falls sich Leute wundern, warum hat sie nur 2 Bilder drin? Ich habe ein Reset gemacht. Oha, geil. Einfach mal das Instagram-Profil geresettet, bisschen neue Bilder, alte Bilder gelöscht. Gut. Zweites Bild ist direkt eine Kooperation. Oh fuck, ich habe vergessen, hier Werbung hinzumachen. Ach, scheiß drauf. Thank you, Lance, very official for sending me these beautiful Lances. Yeah. Damit, wenn ich Firmen anschreibe, die Firmen dann direkt sehen, dass ich schon mal eine Kooperation gemacht habe. Hier muss ich noch Werbung schreiben. Das ist natürlich hier alles sehr, sehr nicht erlaubt, Freunde. Also bitte nicht irgendwelche Firmen hier einfach so posten und so tun, als wäre das Werbung. Das ist hier alles abgesprochen, ne? Bitte macht das nicht. Genauso wie alles, was ich hier gerade mache. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, mehr Leuten zu folgen. Das ist hier alles gerade noch ziemlich obvious. Keine Ahnung, ich folge 300 Leuten oder so. Was steht als nächstes an? Anderen Influencern zu folgen, jede Menge Bilder zu liken und natürlich Likes zu kaufen. Und so konnte ich mehr oder weniger das... Okay, warte. Für 24 € bekommt man 5.000 Likes. What the fuck, Digga. Ey, und ich kann mir vorstellen, dass es actually sehr viele Leute gibt, die das machen. Die einfach bei Freunden gut dastehen wollen und sich dann Likes kaufen. Für 24 € 5.000 Likes. Und so konnte ich mehr oder weniger das perfekte Scheinbild erzeugen.
Ich zeige euch jetzt mal, was nach ein paar Tagen abging. Zuerst einmal kann man sehen, dass wir extrem viele Follower minus gemacht haben. Wir hatten 111.000. Aber ich finde, jetzt sieht das Profil fast realer aus. Mit irgendwie 94.600 sieht irgendwie realer aus als 111.000. Ich weiß nicht wieso. Über 16.000 Leute einfach weg über ein paar Tage. Also wenn ihr dieses Scheinleben führen wollt. Ey, aber das ist so krass, wie einfach und wie gut man das faken kann. Ich habe irgendwie 100 € und dein Profil ist wirklich schon so groß wie mein Profil. Und ich habe für mein Profil Jahre gearbeitet. Also jahrelang Videos gemacht, dass ich, wie viel habe ich jetzt auf Instagram? Knapp 200.000 irgendwo dort. Das ist in einem halben Tag so erstellt. Crazy. Dann müsst ihr auch immer nachfüllen. Ich habe auch richtig schnell an Likes verloren. Also ich habe ja auch Likes gebottet. Das Bild hatte am Anfang 11.000, das Bild hatte 13.000. Also die gehen auch relativ schnell weg. Also wirklich ziemlich obvious. Also ich denke, wer da schon ein bisschen genauer hinschaut, der sieht schon, dass es fake ist. Aber kleiner Spoiler, viele Leute haben es nicht gecheckt. Wenn wir mal auf die Story-Views gehen, das ist auch insane. 1300 Leute haben jetzt die Story vom 1. Dezember angeschaut und es waren auch keine Fake-Accounts oder so. What the fuck, er hat sogar Stories von ihr. Es waren viele TikToker, weil ich halt eben vielen TikToker gefolgt bin. Hier ein Justin Prince, ich weiß nicht, ob man ihn kennt, Musiker, blauer Haken. Fiontime mit 205.000 Abonnenten. Fiontime, Digga. Fiontime ist in die Falle getappt. Der hat sich so gedacht, ui, wer ist denn das hier? Ui, Memo, guck mal. Der ist mir auch ganz kurz gefolgt, habe ich gesehen. Fiontime wurde gebaitet. Aber er ist sympathisch, Fiontime. Schade. Also ich habe schon gesehen, dass ziemlich viele Leute meine Stories gecheckt haben und mir auch viele Leute gefolgt sind, nachdem ich ihnen gefolgt bin. Ihr könnt es zum Beispiel hier sehen. Ich habe den Leuten gefolgt und die haben halt instant auch meine Bilder geliked und sind auch zurückgefolgt. Also viele. Und dann habe ich mir noch überlegt, kaufe ich mal Story-Shoutouts. Wenn ich weiß, was es ist, verschiedene Meme-Seiten, Zitat-Seiten oder whatever Seiten bieten halt Shoutouts in ihrer Story an für Geld. Und damit wollte ich natürlich gucken, ob das überhaupt was bringt für mich bzw. Leonie. Und tatsächlich hat es ziemlich viel gebracht. Ich habe locker 200 Follower gemacht, ganz viele Likes dazu und ganz viele DMs dazu. Nach einem Tag waren schon die DMs voll. Mehr als 99 Anfragen. Ganz viele Leute haben einfach nur Hey geschrieben. Einer schreibt, es scheint schwierig mit dir zu unterhalten. Also wie man unschwer merken kann, Story-Shoutouts bringen auf jeden Fall richtig viel, wenn man ein schönes Mädchen ist. Und ihr habt ja gerade Aber nicht, wenn man einen Schnauz hat. gesehen, in den DMs sind irgendwie 0 Leute dabei, die so geschrieben haben, wow, was für ein Fake-Profil, bla bla, sondern die haben mich einfach voll angeschrieben. Sehr, sehr erschreckend auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass ich mehr mit diesem Fake-Thema konfrontiert werde. Für die nächsten Tage habe ich auf jeden Fall noch 2 weitere. Ja, ist krass, aber man kann es halt wirklich nicht sehen bei diesem Profil. Man kann es nicht sehen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen beängstigend, wenn man denkt, dass es wahrscheinlich da draußen wirklich viele Profile gibt, die nicht real sind. Genauso wie dieses Profil. Und man denkt dann halt, das ist real so. Aber jetzt ist auch der Punkt gekommen, wo ich es zugeben kann, dass all meine Follower gebottet sind. Es tut mir leid. Sachen vor, nämlich einmal mir Tinder runterzuladen und einfach mein Instagram-Profil zu verlinken und gucken, wie ich da irgendwie Follower bekomme oder Likes und Kommentare und DMs. Und zweite Sache, die interessanteste, glaube ich werde jetzt Firmen anschreiben. Mal gucken, ob ich irgendwas kostenlos bekommen könnte. Okay, Freunde, wir kommen jetzt zur Gegenwart. Wir kommen jetzt zum großen Finale, was ist noch alles passiert. Wie ihr sehen könnt, habe ich wieder viele Follower verloren. Aber Freunde, wenn ich jetzt... Aber wieso gehen diese Follower weg? Weil die Bots wahrscheinlich gelöscht werden, I guess, oder? Die werden von Instagram gelöscht, deshalb verliert der Follower. auf meine Aktivität gehe, ich bekomme Der Fivehead, Digga, so smart kann keiner sein. extrem viele Follower die ganze Zeit dazu. Und das nicht wenig. Und woran liegt das? Ganz klar, es liegt erstmal an Tinder. Ich zeige euch mal meine DMs, das ist wirklich krank. Ist Tinder so crazy bei Frauen? Ich hatte ja auch mal Tinder eine Zeit lang, aber ich habe mein Insta nicht verlinkt. Aber stimmt schon, ich ging auch das eine oder andere Mal von einem schönen Tinder-Girl auf ihr Insta. Stimmt eigentlich, ja? Also, ich habe ja diesen Tinder-Account erstellt. Ich habe diese Bilder von mir reingemacht, die auch auf Instagram zu Männer sind wirklich das allerletzte, Digga. Holy shit. sehen sind. Und habe geschrieben in die Bio, schreib mir auf Instagram, ich bin Ja, okay, ist auch ein offensives Profil. Ist jetzt nicht mein Type, gar nicht mein Type, aber offensives Profil. hier nicht so aktiv, ne? Ich habe danach nichts mehr gemacht. Ich habe nach 5 Minuten reingeschaut und es war direkt diese plus 99 Likes. Was? Um zu sehen, wie viele Likes ich bekommen habe auf Tinder, muss ich halt Premium kaufen, aber das habe ich gar nicht nötig in diesem Video. Ich könnte wetten, es sind über 1000 oder so, denn ich habe so viele DMs bekommen auf Instagram. Auf diesem Account habe ich locker in meinem Postfach 400 oder so. Die ersten Stunden, meine Nachrichten waren voll bombardiert. Und ich habe noch so viele Follower und Likes von Jungs bekommen. Und früher habe ich mich immer gewundert, als ich Tinder hatte damals, warum haben so hübsche Mädchen Tinder? Die haben es doch gar nicht nötig. Und warum haben die nur ihr Instagram? Ja, okay. I see. Tinder ist einfach für Girls ein gratis Tool, um Follower auf Instagram, auf Insta zu bekommen. Celtics, der Fivehead, der gute alte Detektiv. Mädels, ich habe euch geschaut. Das ist so eine... Real Talk. Wenn irgendwelche Girls zuschauen, bitte schreibt mal in die Kommentare, macht man das als Girl? Macht man das? Ich könnte es mir actually vorstellen.
einzige Followerquelle Tinder einfach. Jeder Junge auf Tinder so zack, zack, swipen, Tinder einfach besser als jede Bot-Seite. swipen, swipen. Und dann freust du dich, dass du in einer Woche 2 Matches bekommst. Und Mädchen müssen es einfach nur runterladen, müssen gar nichts machen und können schon in der Liste aussortieren, was gut ist und was schlecht. Unglaublich. Aber es ist euch gegönnt. Die Frage ist, warum habe ich Diesen hier. das überhaupt mit Tinder gemacht? Was hat das jetzt mit diesem Video zu tun? Erstens, ich wollte halt eben gucken, ob das wirklich so gut funktioniert. Das war nämlich so ein kleiner Gedankenblitz und wie ihr sehen könnt, hat es sehr gut funktioniert. Wenn man schon so eine gewisse Fake-Follower-Anzahl hat und sich dann Tinder holt und sich dann Shoutouts kauft und sowas, dann wird es ja immer größer und dann fallen auch irgendwann diese Fake-Follower nicht mehr auf. Und das ist halt eben die Problematik, das ist halt eben das Gefährliche, Freunde. Man kann sich sozusagen mit diesen Fake-Followern richtige Follower aufbauen und das darf nicht passieren. Und deswegen, Freunde, egal bei was, passt auf, schaut immer dreimal nach, ob das Profil echt ist oder nicht, denn die ganzen Leute, die mir DMs geschrieben haben, haben nichts hinterfragt. Sie haben mich einfach nur angeschrieben. Ja, aber wie will man es auch sehen? Man kann ja nicht die 100.000 durchgehen und schauen, ob das real ist. Man kann auch nicht bei den Likes. Ja, man könnte schon schauen bei den Likes, aber irgendwie, ich glaube nicht, dass man das merkt, actually. Also... Ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele. Du bist ja hot. Jetzt sag nicht, du gehörst irgendjemandem dem Dienst an. Was? Fuck. Hey Leonie, ich arbeite zwar nicht in einer Gewürzfabrik, aber ich erkenne trotzdem, dass du scharf bist. Geile Sau. Ey, wer schreibt es? Wer denkt sich, dass man dann eine Antwort bekommt? Beste. Seitdem ich auch Tinder habe, habe ich auch viel mehr Story-Views bekommen. Zum Beispiel jetzt auf meiner letzten Story habe ich 1700 Story-Views für ein Fake-Profil in kürzester Zeit. The fuck? Okay, was ist jetzt mit den Firmen, die ich angeschrieben habe? Ich habe natürlich große und kleine Firmen angeschrieben, so typische Influencer-Sachen wie Oceans Apart, Pomelo und Co., Purelei und sowas. Die haben mir eigentlich relativ schnell zurückgeschrieben. Oh, Oceans Apart hat mir gar nicht zurückgeschrieben. Nämlich, dass die meine Insights brauchen. Und das ist schon mal sehr gut, denn das hat mich gestoppt. Ich kann halt meine Insights nicht schicken, weil alles gebottet ist. Theoretisch könnte ich den Jota machen und die Insights einfach faken. Erstens ist es Das wäre richtig räudig. Das ist wirklich sehr, sehr räudig. strafbar, vor allem wenn du dann auch noch Geld dafür verlangst. Und ja, das machen wir einfach nicht. Wir wollten das Ganze nur testen. Also bei den großen Firmen hat es nicht so gut geklappt, also gar nicht. Aber wie sieht es denn aus mit den kleinen Firmen? Da hat es auf jeden Fall schon besser geklappt, viel besser sogar. Denn ich habe gemerkt, kleine Firmen achten irgendwie gar nicht so auf Insights. Die sehen einfach nur, glaube ich, die Follower und die Likes und so und dann denken die so, yo, geil. Und tatsächlich hat auch niemand irgendwie irgendwas hinterfragt und auch keiner hat mir geschrieben, so, yo, siehst aus wie ein Fake-Profil und hat mir auch nicht zurückgeschrieben von den kleinen Firmen. Also das war auf jeden Fall schon auch schade, dass das wirklich niemand so gecheckt hat. Ich habe auch nichts wirklich zu mir schicken lassen, weil es dann halt wirklich sehr kacke wäre. Ich wollte einfach nur testen, wer mir was zuschicken würde. Ja, wie soll ich das sagen? Ich möchte jetzt natürlich keine Namen droppen, aber ich sag mal so, vielleicht war die Firma in einem virale TikTok-Produkte-Video von mir drin und die habe ich halt angeschrieben und die haben mir halt instant zurückgeschrieben, wir würden dir ein kostenloses Paket zuschicken, was du dann bewerben kannst. Wie wäre das? Ja. Die kleinen Firmen, die sind halt immer darauf aus, Produkte zu verschicken und Produkte haben ja für solche Firmen nicht so viel Wert. Also wenn die dir so ein Produkt schicken für 200 Euro, das einen Verkaufswert von 200 Euro hat, dann hat das Produkt für sie vielleicht 70 Euro wert. Das heißt, die schicken dir etwas für 70 Euro und das ist für die nicht viel. Und wenn die dann 100.000 Follower sind, dann denken die sich, ui Memo, Stonks, Digga. Oder auch eine Firma für so Sportsupplements. Die haben mir auch direkt geschrieben, hey, danke für die Nachricht, wie stellst du die Kooperation vor? Und ja, gerne, was möchtest du als Gegenleistung? Und also traurigerweise hatte ich easy die Möglichkeit, irgendwelche kostenlosen Produkte abzugraben. Wenn ich noch eine Schippe draufgelegt hätte, dann hätte ich sogar vielleicht auch für manche Sachen Geld verlangen können. Und das ist halt irgendwie echt traurig. Deswegen bitte hier an alle Firmen, achtet bitte drauf, wer hinter diesem Profil steckt. Genauso wie ihr auch alle da draußen. Egal was es ist, es gibt immer Betrüger, es gibt immer Fakes, gerade heutzutage und deswegen bitte aufpassen und macht das auf gar keinen Fall nach. Wie gesagt, es ist extrem strafbar und moralisch komplett verwerflich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder viel Talken, viel Zeigen, nicht so viel Action, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Abo, Like, Kommentar, falls euch das Video gefallen hat und falls ihr meine Videos feiert. Road to 250.000 Abonnenten, folgt mir auf Instagram, haut rein und ciao. Hä? Wieso sagt er, dass die Leute abonnieren sollen für eine 250.000 Abonnenten? Er kann sich einfach die Follower botten, Digga. Digga. Geiles Video, Celtics, Kuss.